mich einfach mal Koschka vorstellen. Sie ist materialistische Feministin und Autorin aus Leipzig und studierte Germanistik und Philosophie in Leipzig. Sie schreibt Texte für die Jungle World, für die Emma, für die Phase 2 und andere Publikationen und ist Redaktionsmitglied von Outside the Box. 2018 veröffentlichte sie Feministisch Streiten, also dieses Sammelbandbuch. Dieses ist ein Sammelband zu modernem materialistischen Feminismus und wie dieser als Gegenentwurf zum populären Queer-Feminismus aussehen kann. Und sie hat uns ein Handout mitgebracht, das auf den Tischen, auf den Stühlen liegt, mit Lektürverweisen, wo sie dann vielleicht später noch was erklärt. Ja. Genau, also der Vendredi Rouge von den die Lenk eben organisiert. Den organisieren die Lenk schon ein paar Jahre und es geht immer darum, zu den verschiedenen Themenfeldern Inputs zu liefern und in der Link und vielleicht auch hoffentlich darüber hinaus Debatten auszulösen. Und die Einladung von Koschka Linkerhand sehen wir als unseren Beitrag zur theoretischen Vorbereitung zum Frauenstreik am 7. März in Luxemburg. Da war im Frauenstreik genau diese Bildung des politischen Subjekts der Frau in unseren Augen eben auch passiert. Genau, also wir sind auf jeden Fall mal gespannt auf den Vortrag. Noch ganz kurz zum Frauenstreik und auch zu Koschkas Büchern. Wir haben dort auf der Bar eben die Bücher ausgelegt und auch die Gadgets und so weiter zum Frauenstreik, Plakate, Sticker und so weiter. Für die Fahnen habe ich eine kleine Kiste daneben gesetzt, damit man da vielleicht ein bisschen Geld reinwerfen kann, wenn man eine Fahne mitnimmt. Es gibt kleine und große, also die großen, das sind die, und dann gibt es die kleineren, die sind so in der Größe. Und halt wie viel ihr denkt, dass es ist, also euch wert ist oder wie viel ihr geben könnt. Und die Bücher wird dann die Koschka erklären, wie das mit den Büchern war. Genau, und dann würde ich Ihnen jetzt das Wort an die Koschka linke Hand geben und später können wir dann eben noch eine Diskussion führen und Fragen gestellt werden. Ja. Ja, guten Abend und herzlich willkommen auch von mir. Ich danke Milena für die Einladung, die mich heute zum ersten Mal nach Luxemburg geführt hat. Ich bin auch schon tief beeindruckt von der Vielsprachigkeit. Also ich habe es bisher noch nie erlebt, dass ein Vortrag von mir synchron übersetzt wurde und bin ein bisschen aufgeregt. Genau, Milena hat ja eigentlich schon alle relevanten Sachen über mich erzählt. Dann fange ich gleich an mit meinem Vortrag. Das politische Subjekt Frau, materialistischer Feminismus zwischen Identitätspolitik und Subjektkritik. Ich mache das meistens so, dass ich bei Vorträgen so ein kleines Handout reinreiche, weil ich sonst nicht so viel mit Visualisierungen arbeite. Und das ist also quasi etwas, woran das Auge sich festhalten kann, also eine Gliederung und ein paar Lektüre, Hinweise von Büchern, die ich ziemlich toll und erkenntnisreich finde und auf die ich auch immer mal wieder zu sprechen komme im Vortrag. Mein Vortrag hat 3 Teile. Der erste Teil heißt das Problem mit der Identität, wo es um Identitätspolitik im Queerfeminismus gehen wird. Der zweite Teil heißt einfach das politische Subjekt Frau. Da wird es um Subjekttheorie und Subjektkritik gehen. Und den letzten Teil habe ich genannt zwischen Subjektkritik und Identitätspolitik, also wo es mir um eine Verortung des materialistischen Feminismus gehen wird. Ich fange auch heute mit dem ersten Teil an, das Problem mit der Identität. Also im Queerfeminismus, um den es jetzt eine ganze Weile gehen wird, ist Identitätspolitik das große Schlachtfeld. Also der Anfang der Politik und leider häufig auch ihr Ende. Also zu verzeichnen ist da eine sehr große Bandbreite an Identitäten. Neben relativ etablierten Selbstbezeichnungen von Homosexuellen als Schwulen, Lesben und auch den Bisexuellen finden wir Geschlechtsidentifizierungen wie Trans und Cis, also Cis als Gegenbegriff für Trans, Inter- und Agender.
und auch eher neuere Selbstbeschreibungen wie pan- oder asexuell, sowie auch Spielarten und Selbstinszenierungen wie Questioning, Poly, Femme oder auch dominant und submissiv. Und der Reigen geht dann recht nahtlos weiter mit Kategorien jenseits von Geschlecht und Sexualität, also mit Schwarz, Off-Color, Akademikerin und dennoch von Klassismus betroffen. Diese Vielzahl an Begriffen verweist auf eine Fetischisierung von Identität. Das heißt, eine Form des politischen Ausdrucks, die nicht eigene oder auch fremde Identitäten als Maß der Dinge setzt, ist gar nicht mehr denkbar. Und auffällig daran finde ich immer, dass Identitätskritik und das Feiern von Identität auf der anderen Seite einander immer abwechseln. Also auf der einen Seite wird betont, dass Menschen aufgrund ihrer Vielfalt ja eigentlich gar nicht kategorisierbar seien. Und auf der anderen wird genau das laufend versucht. Also immer neue Kategorien werden geschaffen, in denen dann eine Gruppe sich endlich wiederfinden sollen kann. Und dabei werden geschlechtliche und sexuelle Merkmale zu Identitäten verhärtet, die anerkannt und respektiert werden sollen und die auf gar keinen Fall zur Verhandlung stehen. Dieses Absolutsetzen von Identität geht damit einher, dass den Aktivistinnen da der subjekttheoretische Zusammenhang verloren gegangen ist, dass wir sehr wohl von gesellschaftlichen Strukturen geprägt und durchdrungen sind, aber, und das ist das Wichtige, als Subjekte nicht mit ihnen eins fallen. Also ich gehe davon aus, dass wir alle Subjekte in einer Gesellschaft sind, die ich als kapitalistisches Patriarchat bezeichnen würde. Darauf gehe ich dann später noch ein. Dieses Subjekt steht dann mit all seinen Lüsten und Fixierungen in einer unaufhörlichen, lebenslänglichen Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Anforderungen. Also zum Beispiel, welche Wege der sexuellen Triebbefriedigung sich als geeignet erweisen und welche zu stark sanktioniert werden, um überhaupt gelebt werden zu können, das entscheidet sich entlang der Strukturen des kapitalistischen Patriarchats. Aber es entscheidet sich immer in jedem einzelnen Individuum und in dessen ganz konkreten Sozialisations- und Alltagserfahrungen. Dass die meisten Subjekte dominant heterosexuell empfinden und leben und eine Minderheit homosexuell, heißt dann nicht, dass etwa die lesbischen Erfahrungen zweier empirischer Lesben genau gleich wären, dass beide genau dieselben Vorlieben und dieselben Erfahrungen aufzuweisen hätten. Und damit meine ich sowohl libidinöse wie auch Diskriminierungserfahrungen. Und wenn man nicht in diesen queeren Diskussionen steckt, klingt das immer ein bisschen nach so einer Binsenweisheit, dass eine sexuelle Identität wie Lesbe unmöglich die vollständige Lebensrealität und die Konflikte eines Individuums abbilden kann. Dass es eine Kategorie sein sollte, in der einzelne Lesben nicht aufgehen oder erklärbar wären. Aber genau das wird den Identitäten im Queerfeminismus abverlangt. Also jede und jeder soll eine Identität finden, in der er oder sie voll aufgehen kann, die einen völligen Zusammenfall von Individuum und Kategorie leistet. Kritisierenswert daran ist, dass die Kategorien kaum gesellschaftstheoretisch rückgebunden werden. Also ein Feminismus, der nur nach Identitäten verhandelt, kann eben nicht reflektieren, dass Frausein im kapitalistischen Patriarchat ein ganz wesentliches Strukturelement ist, das immer und in jedem Fall Zwangscharakter hat. Also er kann nicht sehen, dass die Wünsche und Bedürfnisse der Individuen schon immer in einem subjektiven Widerspruch zu der Kategorie Frau stehen, in die Hälfte aller Individuen sich irgendwie einfügen müssen. Feminismus könnte eigentlich bedeuten, ein bisschen Abstand zu gewinnen vom Zwang der Zurichtung hinsichtlich Geschlecht und Sexualität. Also diesem Zwang ein Nein entgegenzusetzen und die Kraft aufzubringen, in der Negation zu verharren. Das ist eine feministische Haltung, die ich so beschreiben würde. Im Patriarchat Frau zu sein, ist oft scheiße, aber ich versuche, die Zumutungen zu bekämpfen und mich ihnen zu verweigern, wo es geht. Und das Nein sagen ist ja bekanntlich die erste feministische Tugend.
Identitätspolitik setzt aber darauf, Identitäten zu bejahen und marginalisierte Identitäten zu stärken, ohne überhaupt zu fragen, welchen gesellschaftlichen Sinn und Zweck der identitäre Zwang hat. Der Materialistin muss sich nun die Frage stellen, was hat die Sehnsucht nach der Identität mit den herrschenden sozioökonomischen Verhältnissen zu tun? Also es führt mich zur Frage, wie ist es im Neoliberalismus um das bürgerliche Subjekt bestellt? Das Subjekt muss heute die Identität mit sich selber durch eine permanente Selbstgestaltung und Selbstoptimierung gewährleisten. Also durch eine unaufhörliche Präsentation seines Leistungswillens und seines Willens zur Zugehörigkeit. Wobei Zugehörigkeit eben nicht mehr in der Anpassung der Einzelnen an ein allgemeingültiges Lebensmodell besteht, sondern darin, mit einem ganz individuellen Lebensmodell zu überzeugen. Also die Forderung lautet, in allen Dingen flexibel zu sein und dennoch immer ganz bei sich. In der Wahl des Arbeitsplatzes, wie des Liebesobjekts, wie auch der Form, in der soziale Beziehungen gelebt werden können. Das bietet einerseits Freiheitsmöglichkeiten, die ältere Generationen noch nicht zur Verfügung hatten. So sind etwa das Lebensmodell der Karrierefrau, der Weltenbummlerin oder des lesbischen Pärchens im Reihenhaus, würde ich sagen, mittlerweile weithin anerkannt. Solange all diese Frauen auf ihre jeweilige Weise ihre Arbeitskraft zu Markte tragen. Und zumindest bis irgendwann die Kinderfrage aufkommt. Das bedeutet aber auch einen neuen Zugriff des Marktes auf das Intimste. Also einen Zugriff, der verlangt, Lebensbedingungen, die dann doch voller Einschränkungen sind, aktiv zu bejahen und in Eigeninitiative zu gestalten. Also auch geschlechtliche und sexuelle Zuordnungen müssen zu individuellen und ganz fürchterlich selbstbestimmten Merkmalen umgewertet und sich angeeignet werden. Das geschieht im Rahmen des verdinglichten Denkens, wie das Adorno und Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung anprangern. Also sie sprechen da von einer Ticket-Mentalität, sich aus ideologisch verwertbaren Versatzstücken irgendwie ein Leben zusammenzubasteln und damit eine scheinbar freie Wahl zu haben, während man eben doch in den kapitalistischen Mühlen feststeckt, die kaum Freiheit, individuelle Erfahrung oder individuelles Glück erlauben. Die neoliberale Vorstellung von Freiheit bietet aber eben nicht mehr ein gangbares Ticket für alle, sondern sie fordert die Einzelnen auf, aus dem bunten Topf der Möglichkeiten ein ganz eigenes Ticket zu ziehen und zu Markte zu tragen. Und der queerfeministische Kampf gilt nun der Verbreiterung des Ticketangebots. Also Geschlecht, Sexualität und Begehren scheinen nur mehr identitätsförmig begreifbar zu sein. Also sie müssen sofort zu Labels festgezurrt und determiniert werden, um tauglich zu sein für den Kampf um Entstigmatisierung und Anerkennung. Also ein gutes Beispiel dafür sind dann so die unzähligen Gender-Glossare und ABCs von sexuellen und geschlechtlichen Identitäten, die man so auf vielen queeren Blogs oder in Magazinen oder Büchern findet. Wobei ich es eben ganz interessant finde, dass hier die queere Intention der Identitätskritik in ihr völliges Gegenteil umgeschlagen ist. Also eben ein ganz detailliertes Ausmalen von Zugehörigkeit, das aber stetig relativiert wird. Also so ungefähr nach dem Muster, die Identität X meint dies und das, kann aber bei einer Person auch was völlig anderes bedeuten. Also Identitäten werden in einem schillernden Wechsel als total fix und total fluide gesetzt. Und das entspricht einer durchaus angemessenen Identifizierung mit den neoliberalen Produktionsverhältnissen, mit den flexibilisierten Ausbildungs- und Arbeitsbiografien, die eben auch mit ganzer Kraft bejaht und bejubelt werden müssen, aber ebenso schnell abgelöst werden können durch einen neuen Job, eine neue Stadt, eine neue Liebe oder eine neue identitäre Ausdrucksmöglichkeit. Also mir fehlt da theoretisch wie praktisch ganz entscheidend das negative Moment, das den Zwang zur Identifizierung grundsätzlich beklagt und verabscheut.
ohne eben sofort in alternative Identitätsbestimmungen umzuschlagen. Und ich denke, es wäre da feministisch ergiebiger, die Dialektik zu untersuchen zwischen dem begehrenden Subjekt einerseits und andererseits der Gesellschaft, die das Begehren strukturiert und auch sanktioniert. Also und Geschlecht und Sexualität nicht allein als Ausdrucks- und Gestaltungsmöglichkeiten zu betrachten, sondern immer auch als Produkt gesellschaftlicher Verhältnisse. Als subjektiver Niederschlag gesellschaftlichen Zwangs, der fast entrinnbar ist, aber eben sehr wohl beschrieben und kritisiert werden kann. Hingegen zeigen diese Begriffslisten, von denen ich eben sprach, ja ganz deutlich, dass Identitäten eben vor allem als unhintergehbare Identitätswörter verstanden werden, aus denen dann halt so intersektionale Netze geknüpft werden sollen, die die Vielfalt der Menschen, aber auch eine Diskriminierungsform abbilden. Also dass diese Identitäten in erster Linie Wörter sind, zeigt nochmal ganz gut, dass der Fokus von queer-feministischem Aktivismus ja eben deutlich auf Sprachpolitik liegt. Also darauf, Identitäten zu benennen und sichtbar zu machen. Es ist dann so eine oft verfochtene Ansicht, dass die Identitäten eigentlich schon immer da gewesen seien, wo dann eben asexuelle oder Transleute bis hin zu den Griechen, Römern oder Native Americans zurückverfolgt werden. Es habe eben immer nur die Möglichkeit des Sichtbarmachens gefehlt. Und ich glaube, auf der einen Seite ist es ganz nützlich und auch notwendig, so geschichtliche Kontinuitäten von geschlechtlichen und sexuellen Abweichungen darzustellen und wissenschaftlich auch zu beschreiben. Aber was bei diesem Instellungbringen von Identitäten meist nicht beachtet wird, ist, dass Geschlechtsidentität und Begehren eben selbst historische Kategorien sind. Dass nicht nur Weiblichkeit und Männlichkeit, sondern auch Hetero-, Homo- und Transsexualität, wie wir sie heute kennen, eben eng mit dem kapitalistischen Geschlechterverhältnis zusammenhängen. Also die Art und Weise, wie Geschlecht und Sexualität vergesellschaftet werden, hat sich etwa in der frühen Neuzeit, als der Kapitalismus sich ökonomisch und ideologisch durchsetzte, fundamental geändert. Also erst seitdem gilt Geschlecht als eindeutig binäres System, das nur Männer und Frauen hervorbringt. Und das sei dann immer direkt von den Genitalien ablesbar. Also seitdem gibt es erst diese enge Verbindung zwischen dem Geschlechtskörper und geschlechtlichen gesellschaftlichen Möglichkeiten. Also die enge Verbindung zwischen dem Geschlechtskörper und den gesellschaftlichen Möglichkeiten, die dem Individuum zur Verfügung stehen. Also die Naturalisierung von Geschlecht ist selber keine historische Konstante, sondern ist kennzeichnend für das kapitalistische Patriarchat. Darum denke ich, ist es so wichtig, den Zwang zur Identität gesellschaftstheoretisch zu untersuchen, als eine Facette der neoliberalen Subjektform. Und zwar in ihrer ganzen Ambivalenz, die man da auch nicht los wird. Weil in diesem Identitätenzwang ja dann doch geschlechtliche und sexuelle Vielfalt und die damit verbundenen Diskriminierungsformen eben ausgedrückt werden können, dass sie es Leuten erlauben, auszudrücken, dass sie nicht zur Norm gehören und eben auch ermöglichen, dass man sich identitätspolitisch verbünden kann und für die eigenen Rechte als Homos, Bisexuelle oder als Nicht-Binäre kämpfen kann. Und gleichzeitig macht der neoliberale Identitätenfetisch es total schwierig zu verstehen, dass die Befreiung vom Geschlechterverhältnis eben nicht innerhalb der neoliberalen Subjektformen passieren kann, sondern dass er ganz grundsätzlich die Überwindung des kapitalistischen Patriarchats erfordert. Also ein gutes Beispiel für diese Ambivalenz finde ich, was so manchmal als Rainbow Capitalism bezeichnet wird, weil das so alle möglichen Firmen von H&M bis hin zu Facebook und Absolut Vodka so Produkte raushauen, die mit den Symbolen von Pride und Feminismus werben. Und damit wird eben die Kaufkraft von Feministinnen und sexuellen Minderheiten mobilisiert und das Bedürfnis nach Sichtbarkeit gestillt, aber es kann eben auch durchaus Selbstermächtigung für die Trägerin bedeuten, wenn sie damit durch ihr Dorf läuft zum Beispiel.
Aber darüber hinaus wird eben keine gesellschaftliche Veränderung hervorgebracht. Also schlimmstenfalls dienen solche Produkte dazu, das Unbehagen an den Verhältnissen einzuhegen. So nach der Logik, naja, willst du Feministin sein, dann hol dir halt ein Cappy, wo Feminism draufsteht und hör auf zu stänkern. Und das macht es manchmal, finde ich, ganz schön schwierig, sich daran zu erinnern, dass feministische Kritik ernst zu nehmen eine ganz grundsätzliche und unversöhnliche Feindschaft mit den Verhältnissen bedeutet. Obwohl man darin vielleicht ein leidlich passendes Ticket oder auch ein Cappy gefunden hat. Identitätspolitik, also der Fokus auf der Repräsentation marginalisierter Gruppen und auf Anerkennungspolitik, ist durchaus eine größere politische Tendenz, die sich heute durch alle politischen Richtungen zieht. Also durch die gesamte Linke, vor allem auch durch den Antirassismus. Da habe ich auf dem Handout einen sehr guten Aufsatz von Massimo Perinelli zu Critical Whiteness vermerkt, der quasi eine ähnliche Kritik, wie ich sie heute anbringe, aber auch bezogen auf Antirassismus anbringt. Man findet Identitätspolitik auch im politischen Islam, wo der Herrschaftsanspruch ganz klar mit der identitären Zugehörigkeit zu einem Kollektiv der Unterdrückten verknüpft wird. Aber auch die Rechte, zum Beispiel die AfD in Deutschland oder die Alt-Right in den USA, betreiben ja eine Identitätspolitik des weißen Mannes, der sich angeblich nirgends mehr sehen könnte. Besonders wenn er zu seinem Unglück auch noch altreich und sexuell übergriffig ist. Und all diese politischen Strömungen legitimieren sich durch den Bezug auf Identität, die tatsächlich oder vorgeblich an den Rand gedrängt ist. Also Identitätskritik ist auch erstmal eine Kritik an der politischen Form, die allgegenwärtig ist. Das bedeutet natürlich nicht, dass sich die politischen Inhalte und Ziele etwa von irgendwie Queerfeministinnen oder Nazis in eins setze, und dennoch treffen sie sich aber in ihrem politischen Ausdruck. Die Folgen der einseitigen Identitätspolitik sind dann also so ein ganz unglücklicher Zusammenfall von geschlechtlicher oder sexueller Identität mit der politischen Haltung einer Person. Also was ja schon angelegt ist im Begriff queer, der halt Sexualität und Politik zusammenwirft. Und weil eben eine Kritik der politischen Haltung dann immer auch schon eine Kritik der eigenen Sexualität oder der eigenen Identität bedeutet, führt das zu einer sehr großen Anfälligkeit für Kränkungen, zu einer fehlenden Bereitschaft, von der eigenen Position wenigstens punktuell zu abstrahieren und auf Distanz zu gehen, weil es ja immer um das Intimste und Verletzlichste und Ureigenste geht. Und im Feminismus führt das eben auch schnell zur Verdammung von Kritik und von Kritikerinnen und der fehlenden inhaltlichen Auseinandersetzungen. Also was halt einerseits also ein sehr bedauerliches, theoretisches sich dumm halten ist, also eine mangelnde Beschäftigung mit der feministischen Literatur und Geschichte der letzten Jahrzehnte oder auch Jahrhunderte. Und damit verbunden eben ein sehr ausgeprägter Moralismus, dass man nur das Richtige spricht, tut und liest. Und das heißt eben, dass man das Allermeiste gar nicht liest. Und andererseits resultiert daraus eine Machtlosigkeit gegenüber der politischen Realität, also eine mangelnde Fähigkeit, auf gesellschaftliche Ereignisse und Entwicklungen, die sich außerhalb der eigenen Blase ereignen, realpolitisch zu reagieren und Bündnisse einzugehen. Also im größeren Rahmen muss hier auch angemerkt werden, dass alle Arten von einseitiger Identitätspolitik anti-universalistisch sind. Anders als etwa die meisten marxistischen Bewegungen, denen es eben ganz klar darum ging, die gesamte Menschheit in den Kommunismus zu überführen. Oder auch anders als die zweite Frauenbewegung, der es um globale Frauenrechte ging, die ja die weltweite Befreiung aller Frauen vom Patriarchat forderte. Das waren, also auch wieder erstmal formal betrachtet, universalistische politische Bewegungen. Und dahingegen hat man es heute eher mit einer Abkehr von dieser Zielsetzung einer globalen Emanzipation von Kapitalismus und Patriarchat zu tun.
Also von einer Emanzipation, die die Gleichheit aller Menschen in den Vordergrund stellt. Also heute ist linke Politik eben sehr viel mehr zerfallen in identitätsförmige Parzellen, die sich zum Teil nicht mal mehr streiten, sondern weitgehend isoliert voneinander sind und ihre Kränkungen auf Permanenz gestellt haben. Also es ist eben gar nicht mehr der Fokus, die eigenen Interessen ins Verhältnis zu setzen zu dem sozusagen weltumspannenden Kollektiv Menschheit. Und es ist fast unmöglich geworden, politische Forderungen zu formulieren, die alle Menschen was angehen. Und das ist angesichts der aktuellen globalen Probleme, mit denen wir es ja zu tun haben, eine sehr schwierige Voraussetzung für emanzipatorische linke Kritik. So, jetzt komme ich zum zweiten Teil, zum politischen Subjekt Frau. Daran schließt sich für mich die Frage, soll ein materialistischer Feminismus davon Abstand nehmen, sich auf Identitäten und Identitätspolitik zu berufen? Macht es dann nicht viel mehr Sinn, sich nüchtern einer Gesellschaftskritik zu widmen, die von keinerlei Standortdenken getrübt ist? Und ist es nicht sogar der Grundgedanke aufklärerischer Kritik, dass sie für jeden gleichermaßen verständlich sein sollte, da eben das Potenzial zur kritischen Vernunft bei jedem Menschen gleichermaßen vorausgesetzt werden sollte, gleich welchen Geschlechts, welcher Herkunft oder Hautfarbe. Kommt es also nicht darauf an, das kritikfähige Subjekt zu stärken und seine vernünftigen, emanzipatorischen, universalistischen Anteile in Stellung zu bringen? Meine These dazu ist, ja, es muss um das Subjekt gehen. Ein materialistischer Feminismus muss aber ganz explizit das politische Subjekt Frau rehabilitieren und ins Zentrum der feministischen Theorie und Praxis stellen. Ich möchte also von der Identität Frau zum Subjekt Frau kommen. Also von diesem eher lebensweltlichen auf eine analytische oder strukturelle Ebene, auf die Ebene von Gesellschaftskritik. Also das Subjekt verstehe ich dabei als eine gesellschaftliche Form, in die sich die einzelnen Menschen samt ihren Bedürfnissen und Triebwünschen immer einfügen müssen. In der Philosophie ist Subjekttheorie die große Erzählung vom autonomen Menschen, der sich in ein bewusstes und selbstverantwortliches Verhältnis zur Gesellschaft setzt. Also sie gründet auf Kant und Hegel. Gesellschaft wird dabei verstanden als eine dem Subjekt gegenüberstehende und mächtige Objektivität, die den Einzelnen begrenzt und beschränkt und die Bedingungen seiner Erkenntnis und seiner Existenz setzt, die sich aber auch entwickelt und verändert durch das Einwirken der Subjekte, durch ihre Arbeit oder ihr politisches Engagement. Nun hat bereits Marx festgestellt, dass der Ruf nach dem autonomen Subjekt immer von der Entwicklung der Produktionsverhältnisse getragen war. Also dass er immer schon ein ideologischer Ruf war. Und die materialistische Subjektkritik seit Marx, die zeigt halt immer wieder auf, dass ein bestimmter Teil der bürgerlichen Subjektivität, den man ihre Schlagseite oder ihren Schatten nennen kann, unreflektiert geblieben ist. Im Marxismus ist das dadurch passiert, dass die Abhängigkeit, das Elend und die Verrohung der Arbeiterklasse geschildert wurde, also indem immer wieder hervorgehoben wurde, dass die Bevölkerungsmehrheit völlig außerstande war, die Potenziale der Subjektivität zu verwirklichen. Und die Psychoanalyse hat dann festgestellt, dass auch der Bürger selbst gar nicht Herr im eigenen Haus ist, sondern motiviert von seinen Trieben und verinnerlichter Selbstbeschneidung und Bestrafung, die großenteils unbewusst und über Verdrängungsprozesse ablaufen. Materialistisch-feministisch nun kann man diese Schlagseite beschreiben als die Abspaltung des Weiblichen, die mit dem Universalitätsanspruch des Subjektseins und der Vernunft bricht. Also dieser Abspaltungsgedanke ist von ganz vielen Feministen formuliert worden. Ich habe ihn bei der Theoretikerin Roswitha Scholz und ihrer Wertabspaltungstheorie kennengelernt.
Und da heißt Abspaltung, das männliche Subjekt funktioniert, wenn überhaupt, nur vernünftig und autonom, wenn ein Großteil der Menschen und viele sehr menschliche Tätigkeiten strukturell von der Subjektivität ausgeschlossen werden. Und obwohl sie diesen Zusammenhang herausgearbeitet haben, haben Marxismus, Psychoanalyse und Feminismus in ihren klügeren Versionen immer daran festgehalten, die Menschen dazu aufzurufen, sich in den Stand der politischen und ökonomischen Handlungsfähigkeit und der Selbstmächtigkeit zu versetzen. Das heißt, der ideologische Gehalt von Subjekttheorie muss kritisiert werden und gleichzeitig muss herausgestellt werden, dass die Frauen Subjekte sind und sich als solche entfalten können müssen. Es gilt also, mit den universalistischen Utopien der Aufklärung weiterzuarbeiten, also dem Traum von der befreiten Menschheit jenseits von Geschlecht, Volk, von Gott oder ökonomischem Stand. Es geht nicht darum, sich von der Aufklärung abzukehren, sondern ihre Forderungen feministisch zu reflektieren und den Preis der Subjektivität, nämlich ihre Abspaltungen und ihren Schatten, wie auch Roswitha Scholz es nennt, in die Theorie reinzuholen. Und das geht über feministische Subjektkritik. Also Subjekttheorie muss immer zugleich eine Kritik des bürgerlichen Subjekts und seiner Abspaltung sein. Ich spreche jetzt noch ein bisschen über feministische Subjektkritik. Also in der feministischen Theorie gibt es eine sehr lange Tradition der Subjektkritik. Also die Grundargumentation lautet so, das bürgerliche Subjekt ist seiner Form nach männlich und hat immer über den Ausschluss von Frauen und die Abwertung von Weiblichkeit funktioniert. Seit Beginn des kapitalistischen Zeitalters, als dieses Subjekt historisch auf den Plan trat, ist Frauen der Subjektstatus nur eingeschränkt und auf Widerruf zugestanden worden. Also der Subjektstatus wird eben vermittelt über die Fähigkeit und die Notwendigkeit, die eigene Arbeitskraft zu Markte zu tragen, die Existenz als doppelt freie Lohnarbeiter, die im längst globalisierten Kapitalismus ja alle Menschen betrifft, also erstmal auch unabhängig vom Geschlecht. Und zeitgleich bildet es sich ein weiblich konnotierter Bereich von Eigenschaften, Tätigkeiten und Funktionen heraus, die gesellschaftlich höchst notwendig sind, aber aus der Subjekthaftigkeit herausfallen oder vom Subjekt abgespalten werden. Und zwar ist das die Sphäre der Reproduktion. Das lohnarbeitende Subjekt begreift sich als getrennt von anderen Subjekten, zu denen es in einem Konkurrenzverhältnis steht. Es leugnet seine körperliche wie emotionale Abhängigkeit von anderen Menschen und von der Natur. Und der komplementäre weibliche Bereich ist dann einer, der von Naturnähe, von Körperlichkeit und dem Aufgehen in Liebesdienst und Sorgearbeit gekennzeichnet ist. Und ich denke, jede weibliche Biografie ist davon gezeichnet, dass Frauen von Anfang an, also über ihren Vergesellschaftungsprozess als Frauen, auf diesen Bereich verwiesen werden. In historisch und kulturell variierendem Ausmaß und auch variierender Ausweglosigkeit, aber immer im Rahmen des kapitalistischen Patriarchats. Also von Anfang an bestand dieser enge Zusammenhang zwischen kapitalistischer Produktionsweise und ihrer Reproduktion und dem patriarchalen und binären Geschlechterverhältnis, das Männer über Frauen stellt. Also das kann man nachlesen bei Simone de Beauvoir, bei Roswitha Scholz, bei Frigga Haug, Silvia Federici und sehr vielen Theoretikerinnen, vor allem der zweiten Frauenbewegung. Die weibliche Subjektivität ist also eine tief widersprüchliche psychische, soziale wie ökonomische Verfassung. Also einerseits soll das Licht der Aufklärung auch den Frauen leuchten, da sie ja Menschen, also potenzielle Subjekte sind. Heute und hierzulande sollen sie sogar durchgängig arbeitsmarktfähig sein und gleichzeitig sollen sie alles auffangen, was das männliche Subjekt von sich abspaltet, nämlich Reproduktion der Arbeitskraft, also Hausarbeit, Kindererziehung, Sexualität, Liebe und Sorge.
Und das ist eben ein ganz integraler Teil des gesellschaftlichen Ganzen. Kapitalismus ist nicht einfach eine Art und Weise, den Produktionsprozess zu organisieren, sondern er prägt den Individuen gleichermaßen die männliche Subjektivität auf, wie auch die weibliche Subjektivität, die zugleich auch eine Nicht-Subjektivität ist. Ungeachtet der Differenzen zwischen Frauen, zu denen ich dann gleich komme, hat sich die weibliche Subjektivität mit dem Kapitalismus globalisiert, geht also alle Frauen was an. Also sie ist der kleinste gemeinsame Nenner und gleichzeitig die abstrakte Form, über die sich Feministinnen verständigen müssen, um ihre Kämpfe zu verbinden. Und materialistischer Feminismus bedeutet dann meines Erachtens, feministische Subjektkritik zu leisten. Also heißt, den patriarchalen Charakter der globalen kapitalistischen Gesellschaft zu analysieren und daraus Konsequenzen für eine aufklärerische Gesellschaftskritik zu ziehen. Und dabei hat man es immer mit diesem Widerspruch zu tun, aus dem man dann auch nicht rauskommt, zu einer Dialektik des materialistischen Feminismus zu tun, also einem Emanzipationsversprechen festzuhalten, dass Frauen einerseits mitgemeint, aber gleichzeitig immer ausgeschlossen hat. Das findet sich wieder in der dialektischen Bewegung zwischen den beiden Kampfrichtungen, die Feministinnen abwechselnd immer wieder bestreiten. Den Gleichheitsfeminismus und den Differenzfeminismus. Also die Streitfragen sind dann, geht es bei der Frauenemanzipation darum, die Gleichwertigkeit der Frauen mit den Männern zu betonen und gleiche Rechte einzufordern, also auf dem Subjektstatus der Frauen zu beharren? Oder geht es darum, die Unterschiede in den Blick zu nehmen, zwischen Männern und Frauen und weiterhin auch zwischen Frauen, also das andere und dessen emanzipatorische Potenziale zu suchen oder zu betonen? Ich würde auch den Queerfeminismus da als einen recht extremen Differenzfeminismus einordnen. Und dagegen stellen, dass das politische Subjekt Frau im Spannungsfeld zwischen Gleichheit und Differenz verhandelt werden muss. Was bedeutet aber nun Frau sein, materialistisch betrachtet? Es bedeutet zum Beispiel, zu der Hälfte der Menschheit zu gehören, die aufgrund ihrer genitalen Ausstattung zu Frauen sozialisiert wurden, sodass ihre gesamte körperliche, seelische und geistige Entwicklung unter die Vorzeichen patriarchaler Weiblichkeit gestellt und lebenslang davon geprägt wird. Das ergibt ein Ensemble von Faktoren, die in unterschiedlichem Maße auf konkrete Frauen und Mädchen zutreffen. So haben eben manche Frauen die Möglichkeit, sich für oder gegen Kinder zu entscheiden, und manche Frauen haben das nicht. Oder erleben dann als Mutter oder kinderlose Frauen verschiedene Diskriminierungen oder auch einfach unterschiedliche Erfahrungen. Manche Frauen haben das Glück, intellektuell gefördert zu werden, sehr viele haben aber deutlich schlechtere Bildungschancen als die Männer in ihren Familien. Und im globalen Durchschnitt sind Frauen sehr viel ärmer und ökonomisch abhängiger, wobei es eben auch hier große regionale und nationale Unterschiede gibt. Und manche Frauen finden Wege, eine selbstbestimmte und befriedigende Sexualität zu leben. Und andere werden als Prostituierte, Hausangestellte oder Ehefrauen sexuell ausgebeutet. Und manche Frauen müssen sich zusätzlich zur sexistischen Benachteiligung gegen rassistische, homo- oder transfeindliche Diskriminierung zur Wehr setzen. Und Transfrauen haben eben zudem eine andere Sozialisation hinter sich, die auf das Mannsein ausgerichtet war und daher eine andere Geschichte der körperlichen Selbstzurichtung und der Selbstannahme als Frau. Also an dieser Stelle möchte ich noch kurz ausführen, dass ich Biologie als auch einen wesentlichen Faktor des Frauseins begreife, weil eben die Vergesellschaftung zur Frau auf den Geschlechtskörper zurückgreift. Also die Gesellschaft funktionalisiert Biologie, um die gesellschaftliche Unterordnung der Frau herzustellen. Und somit werden Menstruation, Schwangerschaft und Geburt mit einer naturgegebenen Schwäche und Abhängigkeit von Frauen assoziiert. Biologie als eine strukturelle Bedingung des Frauseins festzuhalten, bedeutet aber nicht, dass diese Bedingung auf alle zutrifft
die mit einer weiblichen Geschlechtsidentität durchs Leben gehen. Dass sie auf alle zutreffen würde, die mit den Zuschreibungen von weiblicher Schwäche und Verfügbarkeit konfrontiert sind. Also ich denke, diese Differenz zwischen Cis- und Transweiblichkeit ist auch ein großes feministisches Streitthema, das meines Erachtens mehr materialistisch betrachtet werden müsste. Wie ist es aber um das Subjekt Frau im Queerfeminismus bestellt? Also ich komme jetzt nochmal auf den Queerfeminismus zu sprechen, weil er eben immer noch der dominante Feminismus meiner oder zum Teil unserer Generation ist. Und ich meine Vorstellung eines materialistischen Feminismus auch daran entwickle, mich an den Queers abzuarbeiten. Also ich glaube dabei nicht unbedingt, dass der Queerfeminismus so viel schlechter ist als andere Arten eines einseitigen Differenzfeminismus. Also dafür gibt es in der feministischen Geschichte viele andere Beispiele. Zum Beispiel den politischen Lesbianismus der 70er und 80er Jahre. Also wenn ich vom Queerfeminismus spreche, tue ich das im Bewusstsein, dass er kein einheitliches Gebilde ist, sondern ich versuche, die theoretischen Prämissen herauszuarbeiten, die den verschiedenen Ausprägungen zugrunde liegen. Und über die wird sich eben recht selten Rechenschaft abgelegt. Und vielmehr scheint eben gerade die Forderung nach fragloser Anerkennung aller Identitäten sowas wie der gesunde Menschenverstand zu sein. Also es entspricht eben, wie ich es versucht habe darzustellen, dem politischen Zeitgeist, der sich durch alle politischen Richtungen zieht. Das politische Subjekt Frau wird im Queerfeminismus als überholt und ausgrenzend verurteilt. Also er versteht sich als ein Feminismus, Zitat, der für mehr ist als Gleichheit und die Befreiung der Frau. Das ist ein Zitat vom feministischen Kampftagsbündnis in Leipzig aus einem Aufruf von 2016, also auch nicht mehr so furchtbar aktuell. Aber ich finde es immer noch recht kennzeichnend. Also ich finde es interessant an dem Zitat, dass die Begriffe Gleichheit und Befreiung der Frau eben nicht nur relativiert, sondern in Anführungszeichen gesetzt werden. Was ich so interpretiere, also im Begriff Frau, besonders in seinem universalen Anspruch, wird eben immer schon der Ausschluss, besonders von Transfrauen und von Women of Color, gewittert. Diese Demontage des politischen Subjekts Frau also erfolgt schon seit den frühen 90ern, wo die mit den Schriften von Judith Butler aufgekommen ist. Und diese queerfeministische Identitätskritik macht es möglich, dass Feministinnen sich von den Selbstbezeichnungen Frau und auch Lesbe distanzierten und darin eben eine Freiheitsmöglichkeit sahen. Es wird dann als Zumutung empfunden, auf den bloßen Augenschein hin als Frau oder als Lesbe bezeichnet oder gelesen zu werden, wie es im Jargon heißt. Also gerade diese Wörter, die auf die Weiblichkeit der so Bezeichneten verweisen, scheinen eben sehr oft mit einer großen Kränkung verbunden zu sein. Und beliebter sind dann eher so Geschlechtsbezeichnungen wie queer, genderfluid, non-binary oder auch femme. Also viele queere Feministen bezeichnen sich eben als außerhalb der Zweigeschlechterordnung stehend. Was einerseits verständlich ist, da Frausein nun mal eine Zumutung ist und die Anforderungen der gesellschaftlich verordneten Weiblichkeit also immer einen Widerspruch zur eigenen Subjektivität darstellen, dem eigenen Bedürfnis nach Autonomie. Aber wer eben sagt, das Frausein geht mich nichts an, entzieht die gesellschaftlich hergestellte Weiblichkeit auch der feministischen Reflexion. Also es wird dann halt schwierig, sich unter Feministinnen vernünftig über das Verhältnis zur Sexualität, zum Körper oder zur politischen und intellektuellen Ambition zu unterhalten, wenn man sich gleichzeitig nicht immer mit dem patriarchalen Geschlechterverhältnis befasst, mit dem das ja doch eine Menge zu tun hat. Also Queerfeministinnen kämpfen weniger gegen die Zumutung patriarchaler Weiblichkeit, die ihnen die Gesellschaft nun mal aufgedrückt hat, sondern eher für alle möglichen anderen Marginalisierten. Also es ist dann oft so ein Kampf gegen Unterdrückung ganz allgemein und überhaupt
wobei der queerfeministische Moralismus eine tragende Rolle spielt. Während die theoretische Beschäftigung, mit wem man sich verbündet und wie die einzelnen Diskriminierungsformen jeweils beschaffen sind, also eine eher kleine Rolle spielt. Und darin drückt sich der politische Kampf um Sichtbarkeit und gesellschaftliche Anerkennung aus, den ja nicht nur Frauen geführt haben, sondern auch Homo-, Bi-, Trans- und Intersexuelle sowie auch rassistisch Verfolgte. Nur werden eben diese verschiedenen politischen Identitäten und die Forderungen, die daraus erwachsen, nicht miteinander diskutiert oder vermittelt, sondern eher zu einem queeren Brei verwurstet. Also indem dann Feministinnen wieder mal die frauentypische Rolle einnehmen, sich um alle zu kümmern, statt erstmal auszudiskutieren, was ihre eigenen politischen Belange und Forderungen sind. Und das finde ich immer ein ganz gutes Beispiel dafür, dass das Frausein eben nicht verschwindet, nur weil man es aus der Debatte rausdrängt. So, jetzt komme ich zum letzten Teil zwischen Identitätspolitik und Subjektkritik. Also ich verstehe unter materialistischem Feminismus einen, der vom politischen Subjekt Frau ausgeht und eben das Frausein ins Zentrum der Analyse und der politischen Kämpfe stellt. Also ich habe es immer versucht, so ein paar Bestimmungen festzuhalten, wie man so einen materialistischen Feminismus fassen könnte. Genau, und werde die jetzt mal aufzählen. Also zum einen erkennt ein materialistischer Feminismus Differenzen an, etwa zwischen Heteras und Lesben, zwischen Cis-Frauen und Transfrauen, zwischen Akademikerinnen und Proletarierinnen, zwischen Müttern und kinderlosen Frauen oder auch zwischen dicken und dünnen Frauen. Also er akzeptiert, dass diese Differenzen identitätsbildend sind. Also weil Identität eben in der individuellen Auseinandersetzung des Subjekts mit der Gesellschaft gründet, in der das Subjekt lebt. Also und somit ist Identität eben mit sehr persönlichen Leidenschaften, Hoffnungen und Frustrationen besetzt, was eben anfällig für Kränkung macht, gerade im Fall von marginalisierter Identität. Und das ist eben ab einem gewissen Punkt nicht mehr vernünftig verhandelbar. Materialistischer Feminismus bedeutet anzuerkennen, dass es im gesellschaftlichen Hier und Jetzt darum geht, für eigene Interessen, politische Standpunkte zu kämpfen, realpolitisch und kollektiv. Aus der Erkenntnis heraus, dass Frausein genauso wie Homosexualität oder Schwarzsein halt weder sprachlich dekonstruierbar ist, noch mit den Mitteln der klassischen Subjekttheorie befriedigend beschrieben werden kann. Sondern dass es gesellschaftliche Verhältnisse sind, die durch strukturelle Ausschlüsse immer wieder hervorgebracht werden. Darum muss Feminismus ein schlagkräftiger Kampf für die Rechte von Frauen auf der ganzen Welt sein, für politische und ökonomische Partizipation, für sexuelle Selbstbestimmung und nicht zuletzt eine fundamentale Kritik des kapitalistischen Patriarchats. Also er geht vom Leiden am Frausein aus, an der Empörung über die Ungerechtigkeit, der Frauen in eben dieser Gesellschaft ausgesetzt sind. Also getreu dem Motto von Herta Nagel-Dotzekal, also einer feministischen Professorin, die schon vor ein paar Jahrzehnten gesagt hat, es ist nicht ein geteiltes Wesen, das uns eint, sondern ein geteiltes Problem. Das finde ich ein ziemlich erhellendes Zitat, weil es eben für eine nüchterne und großenteils auch negative Identitätspolitik plädiert. Also wir sitzen halt in derselben Scheiße, dann müssen wir versuchen, zusammen gegen die Unterdrückung anzukämpfen, die alle Frauen betrifft. Und einen gemeinsamen politischen Kampf zu führen, erfordert in erster Linie eine vernünftige politische Solidarität und bedeutet eben nicht, die Genossinnen in ihren tiefsten psychischen Abgründen verstehen und um jeden Preis liebhaben zu müssen. Also er setzt eine Nüchternheit voraus, die auch erleichtert und eben vor überzogenen Ansprüchen hinsichtlich anderer Feministinnen schützt. Was, glaube ich, der Frauenbewegung immer wieder doll auf die Füße gefallen ist. Andererseits ist aber auch das libidinöse Moment in der feministischen Identitätspolitik nicht zu unterschätzen. Und dazu gehört eben, dass Frauen untereinander die Kraft und den Mut zum Aufstand entdecken. Und es braucht einfach dieses Moment, um den krassen Männerfokus
der patriarchalen Gesellschaft zu durchbrechen und sich positiv, solidarisch und liebevoll zu anderen Frauen und zu sich selbst als Frau zu verhalten. Und eben sich bewusst dafür zu entscheiden, wichtige und wesentliche Bindungen mit Frauen einzugehen, ihnen viel zu geben und viel von ihnen zu erwarten. Also eine feministische Identitätspolitik funktioniert meines Erachtens, wenn Frauen sich als Frauen aufeinander beziehen und sich dabei eben ganz schön gut finden und Bock aufeinander haben. Und dann erst ist sie eine wirksame Waffe gegen den weiblichen Selbsthass, wie er Frauen in die Wiege gelegt wird, und gegen die Isolation, in der sich Frauen mit ihren geschlechterspezifischen Problemen oft wiederfinden. Ich finde, gerade die Reaktionen auf den aktuellen antifeministischen Backlash liefern ja eigentlich ganz gute Beispiele für ein politisches Subjekt Frau, das sich nachdrücklich zu Wort meldet. Also man hat es ja auch in ganz verschiedenen Gegenden der Welt wieder mit großen Frauendemos zu tun. Also zum Beispiel in Polen 2016, in den USA zur Amtseinführung von Trump. 2018 gab es Proteste in der Türkei, im Iran, in Israel, Brasilien und Indien. Und 2009 hat es ja auch in Deutschland und ja auch in Luxemburg mit den Überlegungen wieder angefangen, einmal wieder so einen Frauenstreik zu initiieren. Und bei all diesen Aktionen geht es eben immer wieder um dieselben Themen. Es geht um Frauenmorde, das Recht auf Abtreibung und gegen ein politisches Establishment, das offen frauenfeindlich agiert und gegen offen sexistische Präsidenten. Und ich finde es ganz bemerkenswert, dass es diesen vielen Zehntausenden oder ja Hunderttausenden Frauen, die auf die Straße gingen und die großenteils wahrscheinlich keine eingeschworenen Feministen waren, dass es all diesen Frauen sehr klar war, dass es gerade um ganz basale Frauenrechte geht. Also zwar ist die politische Ausrichtung dieser Frauendemos auch manchmal mit Vorsicht zu genießen. Also hat ja das Organisatorenteam des Women's March in den USA auch also eine sehr große antizionistische Flanke, die ich überhaupt nicht unterstützenswert finde. Aber trotzdem finde ich sie als Phänomene ziemlich interessant und diskutierenswert. Und dass es überhaupt als große Bewegungen daran anknüpfen können, dass es sehr viele Frauen gibt, also weiße, schwarze, Latinas oder Kurdinnen, Heteras und Lesben, Hausfrauen, Angestellte und auch Studentinnen und Schülerinnen, denen hier klar ist, die Regierungspolitik und das Ausmaß der gesellschaftlichen Frauendiskriminierung greift ihre Lebenssituation an, einfach weil sie Frauen sind. Also die Unterdrückung ist halt hier wieder viel offensichtlicher geworden. An dieser Stelle möchte ich noch kurz einige Worte zu Männern, Transmännern oder zu nicht-binären Feministen und Feministinnen sagen. Also mit der Rehabilitierung des politischen Subjekts Frau meine ich nicht, dass Frauen die einzigen Subjekte des Feminismus sein sollen. Also gerade so ein politisches Subjekt zu formulieren, birgt ja immer die Gefahr, dass man so eine revolutionäre Hoffnung auf eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen legt, ob das nun die Frauen sind oder die Arbeiterklasse, und dass man dann alle anderen gesellschaftlichen Verhältnisse zu Nebenwidersprüchen erklärt. Und das wäre ja nicht richtig. Also das Subjekt Frau soll halt nicht andere Subjekte des Feminismus ausschließen oder für weniger wichtig erklären. Aber wichtig ist eben, dass Feminismus immer das politisierte Geschlechterverhältnis ins Zentrum der feministischen Kämpfe stellt. Und auf dieser Basis können dann auch identitäre Kämpfe innerhalb des Feminismus ausgetragen werden. Also wie so ein Feminismus etwa für Männer aussehen könnte, steht auf einem etwas anderen Blatt, aber ich denke, darüber müssen sich feministische Männer halt selber den Kopf drüber zerbrechen. Und teilweise geschieht das ja schon in der profeministischen Männlichkeitskritik, wo zum Beispiel ein Rolf Pohl auch kluge Sachen geschrieben hat. Und Transmänner sind ja schon lange Teil feministischer Kämpfe. Zum Beispiel auf den feministischen Demos in Argentinien fand ich es bemerkenswert, dass es da eben auch einige transmännliche Aktivisten gab, die sich auch an Demonstrationen gegen das Abtreibungsverbot beteiligt haben mit der Begründung, dass sie ja eben auch in die Lage geraten könnten, ungewollt schwanger zu werden. Also da gelang es halt,
über Identitätsgrenzen hinaus strukturelle Gemeinsamkeiten und gemeinsame politische Anliegen zu formulieren. Und wahrscheinlich haben eben auch nicht-binäre Personen, also die sich eben weder als Männer noch als Frauen verstehen, wahrscheinlich einen anderen Zugang zu feministischer Theorie als über das Subjekt Frau. Also weil es ja, denke ich, einfach eine andere Reibung erzeugt oder andere Diskriminierungen im Alltag oder mit dem Gesetz. Ob ich mein Frausein als einschränkend, aber doch irgendwie selbstverständlich erlebe oder ob ich mich als grundsätzlich zwischen den Geschlechtern stehend erfahre. Aber ich denke auch, die Analyse der Situation von trans- oder nicht-binärer Subjektivität, auch die kann daran ansetzen, dass sie sich eben entlang der Herrschaft des männlichen Subjekts und seiner Abspaltungslogik konstituieren. Also die Herrschaft des Subjekts spaltet eben nicht nur Weiblichkeit oder Homosexualität oder durch Hautfarbe begründete Differenz ab, sondern eben auch Geschlechtstransgress und eine uneindeutige Geschlechtlichkeit. Also dazu kann ich sehr die Lektüre von Leslie Feinberg empfehlen, die in dem Buch Transgender Warriors Fundamente so einer materialistischen Geschichtsschreibung von Transidentität legt. Das habe ich auch auf dem Handout vermerkt. So, ich komme zu guter Letzt auf den Punkt zurück, dass Feminismus eben eine gute Gewichtung von Identitätspolitik einerseits und Gesellschaftskritik in Form von Subjektkritik andererseits braucht. Also Subjekt Frau ist eben beides. Frausein ist Identität und Analysekategorie. Feministische Theorie muss nach der gesellschaftlichen Bedingtheit von Identität fragen. Also was bedeutet es genau, zur Frau zu werden? Wie funktioniert das? Wie ist das Verhältnis zwischen weiblichem Subjekt und gesellschaftlicher Objektivität, also dem kapitalistischen Patriarchat? Oder auch, wie lässt sich das lesbische Subjekt als das andere zur weiblichen Heterosexualität bestimmen? Die abstrahierende Theorie muss hier den Gegenpol zur Identität bilden. Also ich denke, eine sinnvolle feministische Politik bedeutet einerseits auch ein lustvolles Identischsein mit anderen tollen Frauen. Erfordert aber genauso das punktuelle Absehen können von der eigenen Leidenserfahrung. Erfordert eine Vermittlung eigener Unterdrückungserfahrungen mit feministischer Theorie und einen Abgleich mit anderen feministischen und interessenpolitischen Standorten. Also hier findet sich das Gegensatzpaar Gleichheit und Differenz wieder. Feminismus ist auch Identitätspolitik, die von der Erfahrung der Differenz ausgeht, dass man im kapitalistischen Patriarchat als Frau gelackmeiert ist. Aber es bedeutet eben, davon auszugehen und sich von dieser Position aus in die politische Auseinandersetzung zu stürzen und nicht darin hocken zu bleiben und die Kränkung auf Permanenz zu stellen. Also Feministinnen müssen sich auf ein politisch verstandenes Frausein beziehen und mit diesem theoretischen Instrument zu einem streitbaren Universalismus finden. Also ich denke, dieser globale Blick ist ja ganz unverzichtbar angesichts des ebenso globalen kapitalistischen Patriarchats, das zwar vielfältige, aber letztlich doch wieder recht ähnliche Formen der Frauenunterdrückung hervorbringt. Und deshalb muss eben feministische Theorie und Praxis den universalistischen Anspruch haben, einfach weil Kapitalismus strukturell überall auf der Welt das Geschlechterverhältnis überformt hat und auf diesem Wege Frauen, Homos, Trans- und Interleute drangsaliert. Und daneben bringt eben genau diese bürgerliche Subjektivität als Herrschaftsform auch immer wieder Rassismus und Antisemitismus hervor. Und natürlich eine Wirtschaftsweise und gesellschaftliche Organisation, die eben aktuell zum Beispiel zur Klimakatastrophe führt, was ja recht offensichtlich ein Problem ist, das alle Menschen betrifft. Angesichts dieser Lage muss die einseitige Identitätspolitik in ihrer neoliberalen Bedingtheit reflektiert und überwunden werden. Also nur auf diese Weise kann im Angesicht der faschistischen und fundamentalistischen Bedrohung, mit der wir es zu tun haben, eine Bündnispolitik zustande kommen, die feministisch und antifaschistisch ist, die auf der Straße, in Institutionen und Parlamenten stattfinden kann.
und die irgendwie eine Verständigung zu Wege bringt, welche Arten von Solidarität, Diskussion, tatkräftiger oder auch schlagkräftiger Unterstützung notwendig und möglich sind. Also es geht nicht darum, bei einer Kritik von Identitätspolitik Leuten ihre Identität abzusprechen, das ist gar nicht mein Punkt. Oder zu fordern, dass sich alle Feministinnen als Frauen definieren, sondern es geht darum, den gegenseitigen Differenzen furchtlos ins Auge zu sehen und festzustellen, auf welche gemeinsamen politischen Kämpfe man sich einigen kann. Vielen Dank. Okay, ich würde dann schauen, ob es Fragen oder Anmerkungen im Publikum gibt. Ich würde vielleicht, ich habe schon gesehen, dass du dich gemeldet hast, ich finde es immer ganz nett, vielleicht erst nochmal nach so Verständnisfragen mich zu erkundigen, weil ich ja auch gar nicht weiß, aus welchen Ecken ihr so kommt oder wofür ihr euch interessiert oder ob es vielleicht auch einfach Begriffe oder Gedanken gab, die ihr befremdlich fandet oder wo ihr gerne mal erstmal so nachfragen möchtet, bevor wir vielleicht in die ganz große inhaltliche Diskussion gehen. Also wenn es da was gibt, würde ich mich auf alle Fälle freuen, wenn ihr mich das fragt. Gibt es noch Nachfragen, Verständnisfragen? Dann würde ich Isabel das Mikro reichen.